Ja, die Osterpredigt. Ich fange sie gerade mit einer Geschichte an. Eine Geschichte für euch daheim. Und zwar hat sich das zugespielt in einem Tuning-Shop. Nein, nicht so, wie ihr jetzt denkt, Tuning-Shop. Ihr kennt ja mich ein bisschen mit Auto und TÜV und so. Nein, es war nicht so ein Tuning-Shop. Es war ein Tuning-Shop, eher für Frauen. Also es war eigentlich ein Möbelgeschäft mit Dekorationsabteilung, wo ich dann dort unterwegs war. Oder? Frauen pimpen ja ihre Wohnungen und ihre Häuser ja so eher mit diesen Dekosachen. Ich bin ein bisschen unbeholfen dort umeinander gelaufen und ja, zwischen diesen Duftkerzen und überhaupt Kerzen, auch diesen kleinen, weißt du, diesen Jö-Geschirrli, oder, bin ich da rumgestoffelt und ich habe gedacht, ja, was könnte ich an der Miriam posten und so. Schluss und endlich, eine Verkäuferin hat mir dann quasi geholfen und ich habe dann etwas gefunden und können das Geschenkli für die Miriam posten. Ich stehe an der Kasse, bin dort, warten, da hat ja ganz viele Leute, die ihre Einkäufe dort hatten. Und die Frau vor mir kauft Dekomaterial, wie erwartet. Und dann ist es so, dass sie ein Dekolamm kauft. Oder? So eins, das knündelt, so herzig reinschaut, ein bisschen weiss, glasiert, irgendwie aus Ton und so weiter. Und dann kauft sie das. Die Verkäuferin, klar, sagt den Preis. Und dann wird die Dame vor mir stutzig und sagt, hey, es kann doch nicht sein. Es ist gestanden, all die Dekoartikel, die mit Weihnachten, mit Ostern zusammenhängen, die sind doch 50%. Dann sagt die Verkäuferin, ja klar, das stimmt. Aber das gilt nur für Hasen, Hühner und Eier. Ich weiß nicht, wie hätten die reagiert? Also ich habe gelacht, oder? Und dann wird mir der Ernst von dieser Situation klar. In diesem Möbelhaus hat das Lamm nichts, aber auch gar nichts mit Ostern zu tun. Überhaupt keine Verbindung. Und dann ist mir das so absurd vorgekommen, wie denn das eigentlich ist. Weil doch das Lamm eines der wichtigsten Symbole ist in der Bibel. Im Gegensatz zu Hasen, Hühner und Eier. Die sind irgendwie später dazugekommen. Und so, wenn wir miteinander als GVC Pessach anschauen, Ostern feiern auf Hebräisch, dass wir ein bisschen sehen, woher denn das Lamm überhaupt kommt. Als GVC feiern wir das und die Juden haben das auch gefeiert. Sie haben gefeiert das Pessachfest und das war eine Erinnerung an die Befreiung vom Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten. Ich weiss nicht, wie bewandert ihr seid in diesen Bibelgeschichten, aber ist mir in den Sinn gekommen, vielleicht habt ihr ja ein Lied, das ihr kennt, das das ein bisschen eine Verbindung bringt, oder? Und zwar ist das von Louis Armstrong, ich singe so immer kurz vor. Go down, Moses, way down to Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go. So, und jetzt alle miteinander, oder? Go down, Moses, ich höre es nicht so ganz, okay. Way down to Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go. Cool, also bei uns da hat es gut getan mit diesen 12 Leuten da. Ich hoffe, bei euch in der Stube hat das gehämmert, oder? Hey, das war so ein Teil gewesen, oder? Das Volk Israel ist versklavt worden von den Ägyptern. Und jetzt geht es um die Befreiung. Und dann hat Gott geredet zu den Israeliten und gesagt, nehmt das Lamm, esset es und das Blut, zack, kommt an die Haustüre her. Und die Israeliten haben das gemacht und haben gesagt, okay, warum müssen wir das machen? Sie haben es aber gemacht und Gott hat gesagt, hey, es kommt ein Todesengel vorbei. Und wenn er das Blut sieht, dann wird er vorbeigehen an euren Haustüren. Wenn aber kein Blut dort ist, dann wird er Einzug halten. Und dann wird der Älteste von der Familie wird sterben. Und ich sage euch, der Todesengel ist gekommen. Und er ist dank dem Blut von dem einen Lamm an den jüdischen Häusern vorbeigelaufen. Und bei den Ägyptern ist er reingegangen. Und so können wir sagen, hey, ein Opferlamm ist gestorben für jede Familie. Und die ist dafür gerettet worden. Es ist ein Opferlamm, das geschlachtet worden ist, das gestorben ist, anstatt der Älteste der Familie. Das Blut vom Lamm hat das gerettet. Es ist ein Opfer, das Leben schenkt.
Aber eben ein Opferlamm. Und ich habe ja schon viel Lamm-Schigo gegessen und auch sonst finde ich Lamm sehr fein zum Essen. Aber ist es Blut vom Lamm? Hat das irgendwie Zauberkräfte, dass das da in der unsichtbaren Welt, in diesen Todesengeln etwas auswirken könnte? Ich persönlich glaube eher, dass es so ist, dass Gott geredet hat und die Israeliten nicht gesagt haben, was, Gott? Come on, der redet doch nicht. Sondern die Israeliten, sie haben gehört, was Gott gesagt hat durch den Mose und haben geglaubt. Sie haben geglaubt, dass das, was Gott sagt, richtig ist und haben dann sich aufgemacht, das Lamm geschlachtet und gegessen. Und so hat der Glaube als Wort Gottes sie gerettet, das ganze Volk gerettet und nachher auch in Freiheit hineingebracht. Und so ist das Blut von einem Lamm. An das gedenken die Juden jedes Jahr. Und das ist das Passafest. Und jetzt nehmen wir in das Passafest Jesus Christus drin hinein. Wir bringen ihn ins Spiel. Wir haben einen Mann, der auftritt, etwa 1400 Jahre später, der durch Israel durchgeht und er erzählt. Mit Vollmacht predigt er. Er tut Wunder. Er heilt. Und er passt so in gar kein Schema hinein. Und dann der Johannes der Täufer im Johannesevangelium, ganz am Anfang lesen wir das, der Johannes der Täufer, der sieht Jesus, wenn er da auf ihn zukommt und er sagt, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Lesen wir im Johannesevangelium 1,29. Und das ist so eine krasse Anspielung von dem Johannes auf das Opferlamm, auf das Pessach. Es ist krass. Und gleichzeitig kommt Jesus ein bisschen später und sagt Folgendes über sich selber. In Johannes 6,54. Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Wow, schon ein bisschen krass. Jesus selber macht eine enorm starke Anspielung auf das Passafest. Dort, wo man ein Lamm geschlachtet hat, das Blut die Israeliten befreit hat und man hat es gegessen und das Blut an die Türen her tun. Er macht selber so einen ganz krassen Vergleich. Man muss natürlich Jesus jetzt nicht essen, aber verinnerlichen, das, was er sagt, das, was er lehrt und auch verfolgen, was er tut. Und das halt Glauben. Und so ist es kein Zufall, dass Jesus Christus am Palmsonntag einzieht in Jerusalem und am Passafest sein Leben lässt und stirbt. Jesus hat genau gewusst, dass er das Passalamm ist, das ultimative Opfer für die Sünden der Welt. Er weiß, er ist das Lamm Gottes. Er weiß, sein Blut muss fließen, auf das wir Freiheit vom Tod haben, so wie in Ägypten auch. Er weiß, wer an ihn glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Genau das ist seine Aufgabe gewesen. Sein Auftrag, sein Ziel, seine Vision. Das ist das, was der Vater am Sohn gesagt hat, hey, mach das, das ist dein Weg. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Lesen wir auch im Johannesevangelium. Gewaltige Aussagen. Gewaltige Aussagen, wo man jetzt sagen könnte, ja, come on, Jesus, beweis es doch. Mach doch einmal etwas, damit wir da einen Beweis haben. Und Ostern ist der ultimative Beweis, dass Jesus Christus Herr ist. Jetzt nehmen wir Ostern aufs Spiel. Er ist die Auferstehung. Jesus Christus ist an Ostern auferstanden. Wir haben schon gehört vom Joni vorher. Die Leute haben das bezeugt und sind verfolgt worden wegen dem, haben ihr Leben lassen. Jesus hat bewiesen, dass sein Blut den Anspruch vom Tod an uns tilgt. Sein Blut langt. Und der Tod hat den Anspruch an jeden von uns. Und wir können ihn leider nicht zahlen mit viel Geld oder Besitz
oder Aktien oder auch nicht mit guten Taten. Nein, es ist Blut, das er verlangt. Dein Blut oder das von Jesus Christus. Jesus beweist, dass er stärker ist als der Tod. Er überwindet den Tod durch seine Auferstehung. Jesus beweist, dass das, was er gesagt hat, absolute Glaubwürdigkeit hat, weil er den Beweis erbracht hat durch die Auferstehung. Gewaltig können so einen Gott haben. Es ist genau das Gleiche wie beim Passalam. Auch dort war ein Opfer, das Leben schenkt. Und Jesus schenkt das ewige Leben. Wer an das Osteropferlamm Jesus Christus glaubt, wird vom Tod gerettet. Jesus sagt es ja selber, ich werde ihn auferwecken. Das ist die Osterbotschaft überhaupt. Und so gehört das Osterlamm, finde ich, bei der Deko in einem Laden rein, ganz sicher zu den Sachen, die 50% haben. Und als ich das alles dieser Frau an der Kasse erzählt habe, hat sie mir dann das Lamm ein bisschen günstiger gegeben. Oder dieser Frau. Nein, stimmt natürlich nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe ein bisschen gelacht auf den Stockzähnen. Genau. Aber Ostern ist noch viel mehr als nur diese Botschaft. Ostern ist eine Einladung. Aber schaut doch gerade selber. Wie viele Abenteuer wir doch schon zusammen erlebt haben. 25 Jahre sind es her. Darum passen ihr auch wie Finkli. Okay, das Profil. Aber und das gute Stück, da lebt nicht Menge, die mit dem gedient hat. Oh, zäh. Wie ich ein bisschen. Hey, hey, junger Mann, so forschen Schritt. Mach doch mal Pause. Da, nimm etwas zu trinken. Oh ja, also gut. Es ist ein heißer Frühling am gestern schon verbrannt. Du, wo geht's denn hin? Ha! Weißt du, an einen tollen Ort. Ja, wo ich mich sicher fühlen kann. Und man sagt es auch mal. Ich habe schon relativ viel davon gehört. Ich muss zugeben, die Reise dorthin ist eher beschwerlich. Aber gell, ich sage mir dann immer, der Weg ist das Ziel, oder? Ich weiss nicht, ist das wirklich so? Ich würde dich einladen an einen anderen Ort, ein neues Ziel. Ja, aber jetzt bin ich eigentlich schon immer ein bisschen den Weg gegangen und habe auch gelernt, ein bisschen, weißt, was man braucht dazu und bin auch schön im Rhythmus gewesen jetzt gerade, weißt? Ja, So. aber ich bin überzeugt, der Ort, wo ich dich dazu einladen möchte, der wird dir noch besser gefallen. Und der Weg dorthin, der wird dir auch gut tun. Wieso weißt du das so? Genau. Sagen wir, ich weiss es aus eigener Erfahrung. Schon. Ja, aber los mal. Ich weiss jetzt, soll ich jetzt einfach wechseln? Also, ja, gut, du bist schon mal dort gewesen, siehst nicht so unerfahren aus. Ja. Okay. Ja, gut, ich voran. Wo gehen wir? Wo du hin? Moment schnell. Den Rucksack, den brauchst du nicht. Den kannst du da lassen. Was? Ja, aber komm jetzt. Ja, das kommt mir nicht in die Tüte. Ich meine, da ist jetzt wirklich alles drin, was ich brauche. Ich meine, ich sage dir, da ist Schlafsack, Wasser, Steigeisen, Stirnlampe, die letzten Nüdeli vom Mikro. Ich weiss, WC-Rolle für alle Dreck, Sackmesser. Ja, Philipp, ich weiss. Aber dort, wo wir zusammen hingehen, an diesen neuen Ort, da sind diese Sachen nicht so wichtig. Vertrau mir. Vertrauen, das gibt es nicht einfach gratis geschenkt. Sorry, aber das soll einfach da lassen. Ja? Weißt du, ich war schon mal da gewesen. Ich weiss, was es braucht. Da, schau, da hast du einen neuen Rucksack. Gut, dann lasse ich das Zeug da. Schön gewesen mit euch. Wow!
ist ja Licht. Hey, Carbon statt Kondition, oder was? Und da hat alles drin, was ich brauche. Jawohl. Okay. Gut, faszinierend. Gehen wir. Noch etwas. Die Jacke, die brauchst du auch nicht. Die kannst du auch da lassen. Nein. Nein. Jetzt ist, weißt du, mit der Jacke, ich sag dir, in dieser Straube Wildnis aus in dem Leben, da kannst du Stürme haben. Und da bin ich dann froh um so einen Schutz. So viele Jahre sind wir zusammen unterwegs, so dick und dünn. Okay, schick ist sie nicht mehr so, aber wie eine zweite Haut. Ja, Philipp, ich weiss. Aber dort, wo wir hingehen, da kommst du eine neue Jacke über. Vertrag mir. Au. Gut, dann bleibt die auch da. So, jetzt. Ich voraus. Ja. Moment. Komm, Philipp. Ich zeige dir, wo durch. Es ist alles ein bisschen anders, als du meinst. Du siehst, das, was ich dir anbiete, ist leichter. Ja. Und es kommt jetzt auch zum Richtungswechsel. Bleib einfach nicht bei mir. Ich zeige dir, wo durch. Komm. Okay. Wer Ostern so versteht, wie ich es jetzt gerade vorher erklärt habe, der merkt schnell, Ostern ist auch eine Einladung. So wie wir das im Sketch gesehen haben, wir sind da unterwegs und gehen Fürchi, aber es ist eine Einladung, ein Stück weit seinen Rucksack loszulassen an Ostern. Es ist da, der Rucksack, da haben wir ihn. Den wollen wir loslassen. Es ist vielleicht so ein Rucksack vom Unglauben. Wo wir drinnen haben, so, ja, der Gott, ich weiss doch nicht, wo der gerade hockt und so. Gibt's den überhaupt? In dem Rucksack drin ist vielleicht auch, ja, ich weiss es nicht, wo Gott hockt. Der ist weit weg, der kümmert sich wahrscheinlich nicht um mich. Genau so einen Rucksack. Es ist die Einladung, den Rucksack loszulassen. Und langsam zu erkennen und langsam es klar werden darüber, dass es eben einen Glauben gibt, dass Gott da ist, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat, dass er mit uns den Weg geht. Es ist ein langsames Schritt für Schritt gehen auf das hin, dass Jesus Christus das Opferlamm ist und dass man sagt, hey, ja, er hat das Blut vergossen für mich. Ich glaube, diesen Weg will ich gehen. Weil ich will ja ewiges Leben. Ich will auf den neuen Weg gehen, wo ewiges Leben verspricht. Ich will diesen Versprechen, wo Jesus gibt, will ich folgen. Weil er es ja bewiesen hat durch seine Auferstehung. Und dann ist es aber auch eine Einladung, Ostern, sein Jäckli da loszulassen. So eine Jacke, weißt du, wie so von der Selbstgerechtigkeit. Ich schaffe das schon, das ist gut, wir sind schon miteinander gut unterwegs, ich habe doch immer ein gutes Leben geführt, ich schaue dann schon. Und ich mag mich noch so gut an ein Gespräch erinnern mit jemandem, wo wir genau die Thematik Ostern besprochen haben. Und er sagt, weisst, wenn ich dann dort oben mal ankomme, dann hocke ich dort aufs Bänkchen und dann diskutiere ich dann mal, oder? Ich weiss nicht, ob das der Weg ist. Wenn doch Jesus den Weg schon aufgetan hat und gesagt hat, durch mich, durch mein Blut kommst du zum Leben, ich auferweck dich dann. Und so, wenn man die Selbstgerechtigkeit oder das selber versuchen, mit guten Taten und Sachen in den Himmel zu kommen, aufgeben, das kostet ein bisschen etwas, wenn man dann dieser Einladung von Ostern folgt. Man versucht es vielleicht selber, verdrängt auch den Tod und seine Folgen. Aber jetzt, an Ostern, spätestens nach dieser Osterpredigt, weisst du, es langt. Jesus Christus hat den Tod besiegt und kann mit dir den Weg gehen. Unglauben, Selbstgerechtigkeit, das sind zwei Fehlannahmen. So, ich schaffe es selber und Gott ist weit weg, wo man ablegen darf, wenn man an Ostern glaubt, wenn man an die Auferstehung glaubt. Das sind eigentlich die eigentlichen Sünden, die die Bibel beschreibt. Unglauben und aber auch Selbstgerechtigkeit. Es ist nicht Jockey und die Osterhäsli, die dich dick machen, wo man als Sünde besprechen könnte. Und auch das Rauchen ist nicht nur eine Sünde.
Es geht darum, das loszulassen. Und wenn man das losgelassen hat, dann wird alles anders im Leben. Man hat dann den Glauben auf seiner Seite und es gibt einen Richtungswechsel. Und so ist Ostern auch eine Einladung für eine Richtung zu wechseln. Für eine Umkehr, würde man so sagen, vielleicht. Mit Jesus zusammen unterwegs zu sein. So, wie wir es hier gesehen haben, auch im Sketch, wo er ihm gesagt hat, hey, weißt, ich gehe dir voraus, ich komme mit dir mit. Genau so eine Einladung ist es. Loszulassen und aber auch einen Richtungswechsel vorzunehmen. Und dann, wenn wir da so dran sind, also in dem Loslassen, Stück für Stück, dann wird Ostern aber auch ein Geschenk. Ostern ist ein Geschenk, weil es geht um die Auferstehung und uns gehört das Auferstehungsgeschenk, das ewige Leben, wo wir da drinnen überkommen. Und das ist ein Hauptgewinn, wo an Ostern verteilt wird und wo eigentlich Jesus Christus will und hofft, dass wir den Hauptgewinn, die Einladung an Ostern annehmen. Dass Jesus uns auferweckt, das ist der Hauptgewinn. Das bedeutet, dass wir Hoffnung haben. Eine ganz andere Hoffnung als so ein bisschen hoffen, morgen ist schön Wetter, sondern es ist eine Hoffnung auf ewiges Leben. Es ist eine Hoffnung auf den Himmel. Und es ist eine Hoffnung im Angesicht des Leides und des Todes. Es ist die Hoffnung, Verlorene wieder einmal zu sehen. Es ist die Hoffnung, wenn im Leben etwas schief geht, dass dann nicht alles gerade nicht mehr geht oder ich etwas verpasst habe, dass es dann nie mehr wiederkommt oder dass dann ich die volle Erfüllung in dem Leben nicht habe. Nein, es ist eine Hoffnung, dass das Beste noch kommt. Dass es das Beste noch gibt. Und es ist ja so, dass uns das auch Frieden ins Herz hineingibt. Die Annahme von dieser Einladung, das wirkt so, gibt einen Frieden über all dem, was passiert. Über all dem, was läuft in unserem Leben hinein. Und Jesus sagt das selber. Meine Auferstehung ist vollbracht, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und das steht auch im Johannesevangelium. Und das ist so gewaltig. Er nimmt die Angst weg. Er sagt, hey, kommt oben runter. Ich habe die Welt überwunden. Eine Welt mit Hass, eine Welt mit Ungerechtigkeit, Schmerz und Viren und, hat er überwunden. Er führt uns auch da durch. Und zwar nicht nur durch den Tod durch und auferweckt uns nachher wieder, sondern er führt uns auch durchs Leben durch. Weil er lebt und ein lebendiger Gott ist. Und das ist der zweite Hauptgewinn. Das ist so gewaltig. Er lebt und begleitet uns durch das Leben durch. Er ist da, bei mir, auf dieser Bühne. Er ist aber auch bei dir, bei euch, in eurem Wohnzimmer. Und er wird mit euch durchs Leben durchgehen. Dieser Einladung zu folgen, den Glauben und das Leben mit Jesus zu starten, das bedeutet Vertrauen. Das bedeutet, Jesus Christus zu vertrauen. Er hat das Vertrauen verdient, weil er auferstanden ist und es bezeugt worden ist von ganz vielen Menschen. Aber ihm zu vertrauen bedeutet auch Not, Schmerz und Überforderung, Knappheit oder Leid loszulassen und in seine Hände hineinzulegen. Weil bessere Tage werden mit Jesus kommen. Der lebendige Jesus, er trägt uns durch den Tod durch. Der lebendige Jesus trägt uns aber auch durchs Leben durch. Er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende dieser Welt. Und das ist ein Versprechen, das von Gott für dich gilt. Das ist ein Versprechen voller Liebe und Annahme für alle die Menschen, die an Ostern glauben, die an die Auferstehung glauben, dass Jesus Christus, das Lamm Gottes, da ist, dass sein Blut uns rein macht und auferweckt vom Tod. Und als Christen werfen wir unser Vertrauen nicht weg. Gerade auch in dieser Corona-Krise nicht, weil es eine grosse Belohnung hat. Im Gegenteil, wir befehlen
ihm unsere Kinder an bei der Homeschooling, unsere Arbeit, unsere Geschäfte. Ob wir Chef sind, befehlen wir ihm Mitarbeiter an. Wenn wir angestellt sind, befehlen wir ihm unsere Chefs an. Wir befehlen ihm unsere Familien an, weil er ja alle Macht hat. Da lassen wir das selber machen los. Auch Christen probieren immer wieder mit ihren guten Sachen und ihrer super Organisation durchs Leben zu kommen. Aber auch dann gilt es, das Loslassen. Und auch unsere Gesundheit befehlen wir ihm an und auch die ganze Corona-Krise und alles. Aber vergessen wir nicht, bei dieser ganzen Ostergeschichte, ein Leben endet tödlich. Immer. Doch Jesus Christus hat den Tod überwunden. Ihm vertrauen wir, dass es ewiges Leben gibt. Leben in Ewigkeit. Amen. Jetzt ist der Chat natürlich offen für Gebet, wenn ihr da etwas habt, das ihr möchtet im Gebet besprechen. Wenn euch das nachgeht, ihr Fragen habt, geht in den Chat rein, besprecht das in dem 1:1-Chat rein. Lasst für euch beten. Und das Zweite ist, Mann, jetzt vernichtet endlich die Osterhasen und Ostereier. Die haben nämlich nichts mit Ostern zu tun. Es ist das Lamm. Jesus, das Lamm Gottes, das Ostern ausmacht. Und jetzt gehen wir in ein Lied hinein. Es heisst Waymaker. Und es ist so, Jesus hat den Weg bereit gemacht. Der Weg in den Himmel ist offen und ist zu erreichen, wie beim Volk Israel, durch den Glauben. Durch den Glauben an das, was Gott sagt. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus Christus, ich danke dir, dass es Ostern gibt. Ich danke dir, dass es Auferstehung gibt. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du mit uns Ostern feiern willst. Und ich bin voller Zuversicht. Und auch für die Menschen in diesen Stuben, wo sie drin sitzen, dass das gilt für jeden Einzelnen, der da zuhört. Dass du ihn willst, aus lauter Liebe auferwecken am Ende der Tage und ihm ewiges Leben schenken. Danke, Jesus Christus. Bist du auf die Erde gekommen, bist du gestorben und bist du auferstanden. Und ich danke all denen, die das bezeugt haben, die da dafür für diese Nachricht gestorben sind, damit sie bis zu mir gekommen ist und ich sie annehmen konnte. Und dass sie bis zu in deine Stube gekommen ist, dass sie du kannst hören und annehmen. Und wieder ganz neu, heute an Ostern, wenn du ja Jesus schon lange kennst, wieder neu annehmen und neu dich fühlen mit dem. Jesus Christus ist auferstanden. Und er liebt dich und er ist mit dir und begleitet dich durch alle Zeiten durch.